Herzlich willkommen zurück zu Elden Ring. Wir sind auf Skaduvaltos und wir gehen jetzt hier runter, den Feuerriesen oder das Offengesicht oder wie der Gegner auch immer heisst. Zu besiegen. Und irgendwie habe ich meistens nicht so mega Lust, die zu bekämpfen. Weil die Kämpfe sind irgendwie auch mega lang immer und ja. Bei dem hier haben wir sogar ein spezielles Exemplar, was es zum Glück, glaube ich, gar nicht so mega viel gibt. Weil der hat also Fußschützer. Ups. Man kann die Füße gar nicht anvisieren. Und mach fertig mit dem Feuer. Ah, und die Merkung, die haben mich natürlich super vorbereitet. Ui. Muss da nochmal geschwind in Sicherheit gehen. Wir brauchen die schweren Feuerbomben, voilà. Die müssen wir ihm dort in die Flammen schießen. Ja, du musst gar nicht kommen. Wir gehen wieder runter. Ja, die verfolgen ihm dann noch mega hartnäckig, die Blöden. Sollte natürlich aber noch 10 Mal Feuer machen, bis wir dann mal wieder etwas Sinnvolles machen. Da wäre sogar noch ein Hinweis, vielleicht sagt er einem sogar, was man muss machen, können wir es. Ja, wir müssen sie in Brand setzen. Komm. Ah. Der hat nicht einmal bereicht. Oh nein. Können wir auch gerade sofort wieder vorne. Da oben zu bleiben ist auch nicht sehr schlau. Aber man kann es überleben offenbar. Jetzt haben wir nochmal bereicht. Das überlebe ich auch. Mal überleben. Komm, gang nicht zu weit weg, du bist ja gerade gut. Eigentlich. Ja, sonst wären wir ja viel zu schnell durch. Wenn wir das gerade alles hätten geschafft. Dürfen wir wieder neue Bomben machen. Falsch.
Ja, auf eine Art finde ich es ja cool oder gut, dass man die Bomben nochmal braucht, weil ich habe die Flaschen und Töpfe und Zeug und Sachen, die man doch zusammen mixen, eigentlich nie braucht im Hauptspiel. Und darum, ja, finde ich es eigentlich okay, wenn man das mal braucht, aber es hätte vielleicht nicht gerade bei diesem Gegner müssen sein. Ja, du bist jetzt weit weg, komm. Aber rauf. Vielleicht gibt es auch ganz einfachen Trick, keine Ahnung. Der ein bisschen einfacher oder besser kann besiegen. Irgendwie will er sogar nicht so näher kommen. Ups. Ja, du wieder rumwirbeln. Ja, das war keine gute Idee gewesen. Der ist eigentlich nicht schlau. Zu lang. Zu lang zu haben, wo er sich gerade irgendwie weg von dieser Position was gäbig wäre. Gehen wir traben. Wir müssen halt herlocken, damit wir es so ganz gäbig können reinschiessen, aber irgendwie hat er manchmal nicht so Bock zum Kommen. Komm. Das ist zu weit weg, so wie kann ich auch nicht schiessen. Komm nicht wirbeln. Ja, jetzt kommt er langsam nach. Ja, und wenn wir Becher aus einem trifft, ist man halt ziemlich schnell besiegt. Was mich noch auf die Idee bringt, vielleicht mal
den auszurüsten. Kommst du nachher? Ja, so ist doch perfekt. So. Weg, wir wollen wieder dran. Ja, du kannst mal ein bisschen reinschlagen, wenn wir dort oben sind. Der Weg, das ist schon zu spät. Die Flammen, die uns zerstören, wenn wir dort oben sind. So, jetzt vielleicht. Ja, so Zeug solltest du machen, wenn wir da oben stehen, nicht wenn wir da unten sind und tot sind. Wieder 3 neue machen. Ja, so ist es, glaube ich. Schon mal besser als vorher. Wieder neu. Nein, das ist auch zu weit. Neu machen. No, ich glaube, man braucht wirklich auch 6 zum reinschießen. Oder mindestens 5. Und man wird auch in der Regel nicht gerade alle 3 bereichen. Irgendwie braucht man da halt einfach recht Glück, dass er gut steht und dass er nicht ständig Feuer macht und
mal viel macht, dann macht er es halt irgendwie 5 Mal. Mal probieren. Schon nicht mehr breit. Ja, jetzt verstehst du gut. Jetzt müssen wir noch mal einen Moment mit Feuer machen, das wäre sehr nett. Komm, schnell. Letzte. Und tatsächlich geschafft. Können wir noch geschehen unsere neueste Fundsache anschauen? Gewährt Angriffe in Arzneimittel einen Regenerationseffekt, okay. Ich glaube auch nicht zwingend gerade das, was ich brauche. Dann gehen wir jetzt mal noch heilen. Irgendwo hier sollte ja... Ja, genau. Und ja, da kommt jetzt der deutlich angenehmer Teil von diesem Part, wie wir da... Oder ja, es hat auch noch nicht zu fest Freude haben. Es hat immer noch Gegner, es hat überall Gegner, es hat immer Gegner. Aber die sind weniger so ein Problem wie das Offensicht. Ich nehme nämlich wieder mal Marionetten. Er schießt mich noch ab. Ja, aber nicht du, oder? Oh. Immerhin unsere Tränke wieder regenerieren.
Ja, die haben mich auch ganz am Anfang vom Spiel, haben mich die schon recht schwer gedacht, die Marionetten. Und die können einem auch recht schnell fertig machen. Ja, dann wären wir jetzt in dem Fall bei der Kathedrale, aber wir gehen da mal zuerst ein bisschen drum herum, bevor wir da reingehen. Und einschießen können sie natürlich auch. Ich weiß gar nicht, ob es das im Hauptspiel schon gegeben hat, oder das einfach Copy-Paste ist, oder nein. Irgendwie bei dem DLC muss mich die ganze Zeit fragen, hat es das schon mal gegeben, hat es das noch nicht gegeben, ist das neu? Aber irgendwie ist es eigentlich auch ein gutes Zeichen, wenn man sich das vielleicht gar nicht so sicher ist. Beim Zeug, das wirklich sicher neu ist, ist es ja klar, aber bei Filmen bin ich mir nicht so ganz sicher. Und ich glaube, das liegt halt einfach, weil es schon im Hauptspiel mega viel hat. Auch wenn es sich immer ein bisschen wiederholt und alles, aber grundsätzlich hat es sehr viel Vielfalt. Und das muss man jetzt erst auch schon den Überblick haben über alles, wirklich jede Variante von jedem Gegner. Und das so abschließend in jedem Fall können zu sagen. Dann mal das Handbuch vom grossen Herrscher. Das muss so ein kleines Flüssli. Und der Wolf haben wir ja schon lange nicht mehr besiegt. Was haben wir hier? Sternensplitter. Bin nicht der richtige Weg, ja. Da haben wir wieder Marionetten. Nicht zu weit, sonst greifen wir mit dem Rogan da. Ah, weg. Haben wir da noch etwas? Nein, sieht nicht so aus. Ah, es sind viel zu viel von diesen Viechern. Ja, da geht man schon durch. Der kann ziemlich tödlich sein mit seinem Gespam. Ah, da haben wir noch da. Das ist so quasi das Mausoleum vom DLC, wo man kann das Echo duplizieren, aber ich glaube auch nur einmal. Ehrlich gesagt möchte ich das gar nicht machen im Moment.
So. Dann haben wir noch Friedhof. Ja, die Seite scheint recht friedlicher zu sein als die andere. Haben wir da noch den Weg gegen runter? Ja. Da können wir doch da auch noch schnell schauen, was da schon so einen Weg hat. Jetzt hoffentlich nicht nur eine Rune der da. Was haben wir hier? Ganz viel Wolf wieder mal. Da haben wir nichts oben. Noch mehr Wolf. Jetzt noch da. Nein. Und alle besiegt. Ja, geht noch ein bisschen. Hier kommt man vielleicht gerade wieder rauf, weiß nicht. Sehen wir den gerade? Ja, sieht man für die ganze Welt. Ah, haben wir da eine Hölle? Oder nein? Ist das eine Hölle? Das ist eine richtige... Ja, und irgendwo hat es noch ein Skarabäus. Also die Frage ist nochmal wo. Muss auch kennen. Ich glaube nicht zwingend einen kann brauchen. Ah, mal. Kriegsasche. Was ist echt das für ein Turm? Oder ist das einfach so eine Ruine?
Dann muss Bonidorf aber. Ja, damit scheinen wir da fertig zu sein. Am Ende vom Weg. Ja, teleportiere jetzt nicht, wir müssen nämlich wieder raufgehen. Dann wären all die tollen Gegner wieder am Leben. Feuer schießen sie offenbar auch. Also so eine Feuerschießen, die kann ich mir mal nicht erinnern. Aber vielleicht denkt es mir auch nochmal. Ich weiß es nicht. So, da sind wir jetzt da vorne und jetzt kann man da glaube noch so innen durch drum umreiten, also innen durch die Anführungszeichen, aussen durch. Und ich habe gemeint, ein Ort hat es irgendetwas. Ja, hier ist wieder der Friedhof, aber ich glaube, da ist nichts Schlaues drin, man kann gar nicht kämpfen hier. Weil man das in der Kathedrale auch nicht kann. Das gehört halt quasi dazu. Untersuchen. Geliebtes Kind, viel zu früh von uns gegangen. Okay. Das hätte vermutlich irgendeine Story-Relevanz. Cemented nothing. Oha. Die mit den Speeren sind auch recht gefährlich. Komm. Das scheint der hintere Gang zu sein. Was macht er da? Nein. Schade. Machen wir die Runde noch fertig? Auch wenn die stärker bewacht wird als die andere Seite. Komm. Jetzt sind wir wieder beim Eingang. Ja, jetzt recht viele Käfige in dieser Kathedrale.
Und da finden wir den Typ vom Trailer. Ja, wir reden mal mit ihm. We don't often receive visitors. I am Ymir. Welcome to Manus Meta. It is a pleasure to have you. In lands so forsaken as these, chance encounters are precious indeed. Seeing that we have convened here on this day, allow me to mark the occasion with a modest offering. Hauskette und Ruinenkarte. The map I gave you charts the site of a hallowed ruin. It is said that after sounding the hanging bell there, one's fate will be guided by the stars. I only wish to be of service, to help those who fight for their purpose. I'm not mistaken, am I? I can see it in your eyes. You are a fighter, are you not? Is something the matter? I've given you a map to the hallowed ruin. Oh, I suppose you expect a lesson of me, do you? I know the feeling. Those with purpose are nothing if not ravenous. For power. For truth. Schauen wir mal, was er hat. Heimer. Das ist neu. Miriams Verschwinden. Also nehmen wir doch das. Wolltest du noch uns etwas über die Zaubereien erzählen? I'm a glintstone sorcerer. We study the stars and examine the life therein. Are you familiar with our findings? Long ago, we began as stardust, born of a great rupture far across the skies. We too are children of the greater will. Is that not divine? Is that not sublime? And yet, none can fathom its implications. Its utter brilliance. Oh yes, do mind your feet around the church. You wouldn't want to hurt the little boy. Oh nein, wir haben seinem Little Boy nicht wehtun. Jetzt wollte ich mal schauen, was ist das für eine Hauskette, die er uns gegeben hat. Ah, okay. Da muss man aber die verwenden zum Lüten. Und hier haben wir schon eine wunderschöne Karte, wo wir dann diese super Glocken sollen finden. Aber ich würde fast sagen, beziehungsweise hat sich hier noch, ich glaube, ist doch noch eine aufgetaucht. Habe ich gemeint. Da ist die weiter vorne. Ja, dort. I've no interest in small talk. My only concerns are the concerns of Count Ymir, and you are not among them. Ja, wir haben eigentlich lustig. Only, there is one thing I will say. Count Ymir's kindness is a gift. Should you cross him, you will sorely regret it. Be gone. There is nothing more to say. Ja, es ist sehr nett. Ja, dann Fürst irgendwie, weiss nicht, so ganz traue ich dem nicht über den Weg. Irgendwie kommt mir so ein bisschen wie der Patches rein, so ganz übertrieben nett und fröhlich und mein Kollege, Aber ja, wir werden jetzt sehen, wie er sich entwickelt. Weiss ich nicht tatsächlich, wie das ausgeht mit diesen Sternenkarten. Aber ja, dann würde ich in dem Fall sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann und tschüss.